Steiermark, da bin ich her. Und somit Grüße zurück zu Generation Zero und einem unerwarteten Neustart. Ja, das hat sich im Laufe der letzten Tage ergeben, da ich ja auf der Xbox One eigentlich die Geschichte aufarbeiten wollte. Und ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen und zugeben, die Performance auf der Xbox ist ein Graus. Ich bin ja eigentlich ein Konsolenspieler. In diesem Spiel macht es mir irrsinnig Laune, mit Maus und Tastatur zu spielen, weil es eben relativ sanft oder flüssig dahin geht. Das zweite Problem auf der Xbox ist dieses Auswahlrad. Das ist die absolute Katastrophe. Das kannst du nicht spielen. Ich stelle mir das gerade vor, wenn du jetzt da hast einen Apokalypse-Tank, einen Apokalypse-Harvester, die ja eigentlich miteinander verheiratet sind, dann hast du da zig Hunter und dann noch vielleicht dies und das und jenes. Eine Katastrophe durch und durch. Was soll ich denn noch dazu sagen? Ich habe jetzt gedacht, weißt du was, bevor ich mich lang und brat auf der Xbox herumquäle, quäle ich mich zuerst einmal dahin durch, ein neues Spiel starten zu können, hier in Generation Zero. Ich meine, das ist erst der Albtraum. Da musst du erst die Cloud ausschalten, dann habe ich das Spiel nochmal deinstalliert, habe in den Dateien die Saves unter den Dateien halt, was auf der Festplatte gespeichert sind, die Save Games suchen müssen, hab das außerlöschen müssen, hab Generation Zero wieder installiert, hab die Cloud ausgeschalten und dann haben wir spielen müssen. Oh Gott, war das ein Barhö, das sage ich da halt auch. Ja, was soll ich da sagen? Gut, wir fangen einfach einmal an. Es läuft relativ flüssig. Ich hatte schon mal einen weiteren Versuch einer Aufnahme, jener aber kläglich gescheitert ist. Ja, heute ist besser. Ich hoffe, dass ich auch heute was triff. In der ersten Aufnahme habe ich so ein komisches Schlieren drinnen gehabt. Ich habe keine Ahnung warum und wieso. Ich habe einiges müssen weg da. Und auch dieses Motion Blur. Ich meine, du darfst mich bitte nicht fragen, was ein Motion Blur ist. Keine Ahnung. Ist es ein Schweinsbraten? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist mir auch relativ wurscht. Ich will ein flüssiges Spielerlebnis haben. Ich will Spaß beim Spielen haben. Und der Rest ist mir dann eigentlich relativ duttel. Wenn ich mir jetzt mal den Baseballschläger, den eigentlich eh keiner braucht.
gemacht. Wir fangen aber auch gleich an. Warte mal ganz. Also, wir haben ja noch nichts anderes. Weißt du was, Mädchen? Leg den Gegenstand an. Der ist ja, na, zum Scheitern verurteilt. Eine Adrenalinspritze. Jawohl, Feuerwerkskörper. Genial. Super. Wir kennen ja das Spiel schon so weit, alle miteinander. Und ich werde dieses Mal einiges anders machen. Und zwar, die Reihenfolge werde ich einmal einhalten. Das heißt, Hauptspiel, dann haben wir Phoenix Rising Update und dann Alpine Unrest. Genau, das ist die Reihenfolge, die ich diesmal einhalten werde. Ich werde mehr auf die Geschichte eingehen, was eigentlich schon von Anfang an geplant war. Aber ich habe nicht gewusst, dass mir das Spiel da einen Riegel vorschiebt und sagt, nö, Depperter, du musst heute so anfangen. Genau. Heute, in dieser Ausgabe, werden wir uns nur in Richtung Kirche begeben, einen Unterschlupf suchen und ja. Ich glaube, warte mal kurz, im Log haben wir da schon irgendwas. Hebe die Pistolen auf, als deine Gruppe, das haben wir im Intro gesehen, passt auch. Da haben wir die erste Nachricht. Banks handschriftliche Notiz. Mats, wir haben versucht, dich zu Hause anzurufen, aber du bist wahrscheinlich zur Station geeilt, sobald du den Bereitschaftsalarm gehört hast. Du hast wahrscheinlich bereits genug am Hals, aber wenn du das hier liest, mach dir keine Sorgen. Um Mama und mich, uns geht es gut. Wir werden rüber ins Dorf fahren und dort in Ruhe abwarten. Sei vorsichtig, Mama und Papa. Schön. Haben wir das auch gemacht? Das freut mich. Jetzt heben wir die Taschenlampen auf, die wir brauchen werden. Siehst, das ist die Taschenlampe, nur dass du Bescheid weißt. Gehen wir da hoch. Ich hoffe, dass ich da jetzt da am Anfang nicht unbedingt so einen blamablen Start hinlege wie am Anfang. Oder wie in der ersten Aufnahme. Das war ein Bahö. Ich war fast verreckt. Weißt, hab 260 Stunden in den Spiel und dann verrecke ich am Anfang. Wie peinlich ist denn das? Das darfst du gar nicht erzählen. Das ist ja die Peinlichkeit der Selbstironie. Die Zivilschutzbroschüre Wenn der Krieg kommt. Vorder- und Rückseite der 1983er Ausgabe der Zivilschutzbroschüre Wenn der Krieg kommt. Während des Kalten Krieges hat die schwedische Regierung im Rahmen des Totalförsvar-Programms Totale Verteidigung eine öffentliche Informationsbroschüre herausgegeben und an jeden einzelnen Haushalt in Schweden verteilt. Die Bekanntmachung enthielt Anweisungen, wie Zivilisten im Falle einer größeren nationalen Krise, insbesondere eine Invasion durch eine fremde Macht oder ein Atomkrieg, handeln sollten. Zur Zeit der späten 80er Jahre war jedem Bürger bewusst, dass Hesa Fredrik, der Spitzname für die schwedische zivile Verteidigungssirene, zu jeder Zeit aufheulen konnte und wusste, wo sich der nächste Schutzraum befand und welche Besitztümer er mitnehmen sollte. Auf der Rückseite des Dokuments befindet sich eine Zusammenfassung der 4 Arten von Warnsignalen und wie man diese erkennt. Bereitschaftsalarm, unmittelbare Kriegsgefahr, Entsendung zum Mobilmachungsort in Kriegszeiten. 30 Sekunden Sirenentöne von 15-sekündigen Pausen unterbrochen. Dauert 5 Minuten lang an. Fliegeralarm. Unmittelbare Gefahr, Schutz suchen. Kurze Signaltöne für den Zeitraum von 1 Minute. Wichtige öffentliche Bekanntgabe. Radio einschalten. 6 bis 7 Sekunden andauernde Sirenentöne von 12 bis 14 Sekunden langen Pausen unterbrochen. Das Signal kann in Notfällen sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten verwendet werden. Dauert 2 Minuten lang an. Gefahr vorbei. 30 bis 40 Sekunden andauerndes Signal. Und zu diesem Signal ist es ja nie gekommen. Wir wissen ja, was uns erwartet. Aber nur, wie es dazu kam. Und das, wie es dazu kam, fand ich nicht einmal schlecht. Das große Problem, was das Spiel halt hat, das war der Baseballschläger. Das große Problem, was das Spiel halt hat, ich bin mir dessen bewusst, dass es in der heutigen Zeit
dass alles schnell gehen muss. Wir leben leider in einer schnelllebigen Zeit, was ich als alter Idiot 1981er Baujahr ja nicht ganz nachvollziehen kann. Ich glaube, ich habe, bis ich zum Ende hin kam, knappe 100 Stunden gebraucht. Ja, sowas. Knappe 100 Stunden, 100 bis 150 Stunden und habe bei noch über 200 Stunden eigentlich erst die eigentliche Hauptmission entdeckt, die das ganze Puzzle zusammengefügt hat. Wie du siehst, wir sind jetzt auf der Karten. Da. Und wenn du die Hauptstory noch nicht durchgespielt hast, jetzt nur vom Spiel selber, ich rede jetzt nicht von FNX Rising und Alpine Unrest, was ja da stattfindet. Die Geschichten sind miteinander verbunden, die Charaktere sind miteinander verbunden und du hast im Prinzip einen übermächtigen Gegner. Was mich an dieser Geschichte so fasziniert hat, das kann er im Laufe des Spiels erklären und zeigen. Da gibt's einige Momente in den Monaten vor der Katastrophe. Und die sind interessant und die werden wir auch rausarbeiten. Natürlich die Kämpfe gegen die Roboter und gegen die Maschine, die will ich nicht außen vor lassen. Gerade die sind ja ist interessant, dass der überhaupt an ein Spiel. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Große, ich weiß, wie eine KI funktioniert oder wie eine KI reagiert. Es ist sehr subjektiv. Aber ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, diese KI gefällt mir ganz gut. Ich meine, das ist bitte nur mein subjektiver Eindruck. Den tun wir daher. Und dich tun wir daher, genau. Das habe ich im alten Spielstand auch schon so Hand gehabt. Nur, wir benötigen Munition. Und im ersten Spielstand bin ich da schon fast draufgegangen, weil ich mich mit 3 Hunden gefetzt habe. Ja. Weil ich da schon fast das Zeitliche gesegnet. Sehr gut. Die Druckluftbehälter, mit der habe ich mich im ersten Durchlauf schon nie gespielt, also will ich das jetzt da auch nicht machen. Ah, sehr gut. Und jetzt läuft der Charakter auch flüssiger. Cool. Ich habe das Spiel insgesamt 3-mal installiert und 3-mal deinstalliert. Und jetzt läuft's. Besser noch als im ersten Durchlauf. Geil. Der eigentliche Durchlauf, der fürs Let's Play geplant war. Finde ich voll geil. Im ersten Durchlauf, den habe ich da in der Videobeschreibung verlinkt, wir waren ja eigentlich ja schon bei der Fluchtburg, ne? Im FNX Rise, nein, im Resistance Update, genau. Ich glaube, das Resistance Update und das FNX Update ist 1. Also die Burg. Und dann hast du die Missionen weiter hinaus in Richtung FNX Rising. Die gute Veronica, die du da am Anfang siehst, wenn du zu der Fluchtburg kommst, die spielt in den Monaten zuvor ein bisschen eine größere Rolle. Ich will nur nicht zu viel spoilern, ich sag nur so viel. Sie hat den Tag der Katastrophe, sie hat vor dem Tag der Katastrophe gewarnt. Und somit höre ich nun auf ins Spoilern, beziehungsweise ins Voraussagen und Voraussehen, was auf uns zukommt. Das wird noch recht witzig. Die Hauptgeschichte ist irrsinnig gut geschrieben in meine Augen, auch wenn sie nur über Zettel, Notizen, Tonbänder etc. erzählt wird. Ich finde die Herangehensweise finde ich nicht schlecht. Sie gefällt mir ganz gut sogar. Ich sehe was du nicht siehst. Und es leuchtet röstern in der Sonne. Schau, was da oben steht. 1, 2, 3. Mal schauen, ob ich jetzt auch wieder so deppert bin wie bei der ersten Aufnahme für den Quagel, weil da war nämlich fast draufgegangen. Warte mal, ich habe eine Idee.
Ihr Wauwaus, wo seid ihr? Kuckuck! Kuckuck! Also DKI muss sterisch sein. Na gut. Ja, und wie gesagt, die Entscheidung ist mir leider sehr schwer gefallen, jetzt nochmal zu beginnen. Ich muss aber auch gleich dazu gestehen, es gibt zurzeit nicht viele Spiele, die mich interessieren. Das ist das Problem daran. Ich habe zwar auf der Xbox One insgesamt, ich habe es jetzt kurz eingeschalten, 1, 2, 3, 4, 5, von den 6 Spiele leuchten auf. Eines davon läuft gerade als Let's Play und in die anderen 5 werden wir so oder so mal reinschauen. Eines kann ich da gleich spoilern, das habe ich zwar mal angefangen, aber nie durchgespielt. Dark Souls, die Remastered-Fassung. Das werde ich mir nochmal anschauen. Und bei den letzten 3 Spielen, es sind 4 Spiele, Entschuldigung, werde ich aber noch nichts erwähnen. Da ich noch nicht weiß, welches ich anfangen werde, beziehungsweise, nehmen wir alles mit, welches ich dir zeigen will. Es sind 2 ältere von der 360 wieder, Fallout 3 läuft gerade und die anderen beiden, das eine ist gerade ziemlich im Hype und das andere, wo man irgendwann einmal cool, das möchte ich auch mal probieren. Es gibt momentan nicht viel mehr und ja, was soll ich da sagen? Es tut mir leid, es gibt momentan nichts, was mich interessiert. The Long Dark kommt erst die Episode 5. Nur werde ich die auch auf später verschieben, weil sich momentan meine Interessen, was Videospiele angeht, ein bisschen verschieben. Scherengartenregion, du bist jetzt bewaffnet und kannst dich verteidigen. Es wäre allerdings gut, einen sicheren Ort zu haben, an dem du dich aufhalten und zu dem du zurückkehren kannst, falls sich die Dinge zum Schlimmsten wenden sollten. Wenn du der Straße folgst, solltest du wieder auf Zivilisation und anderen Menschen treffen. Okay. Oder im schlimmsten Fall zumindest ein Versteck finden. Natürlich Spiel. Spiel, ich liebe deine Fürsorge, wirklich. Du nimmst mich gerade mit einem Bergen. Du kannst mir... ja. Wissen wir. Anfänglich nehmen wir jetzt da bis zum Bauernhof Steinhager, nehmen wir alles mit, was wir brauchen auf der langen Reise. Und es ist eine sehr lange Reise. Wir werden die Gebiete habe ich im ersten Durchlauf nicht nur so... Du wirst das sehen, was ich meine. Die Entwickler haben ja die Hundemenge hochdraht, oder? Das kannst du mir nicht erklären. Super, Kenny, du bist so geil. Warte mal kurz, machen wir es anders. Hupsa! Ah Gott, du!
Super, aus der Hüfte schießen in den Spiel. Ganz am Anfang, wo du noch nichts drauf hast. So, kommt's mit. Was hat's denn? Weil ich hasse diese Waffe. Ich hasse sie. Ich bin froh, wenn wir mal was mit gescheiten Bums kriegen. Kruzifix, du! Nehmen wir noch eins, ist ja wurscht. Naja, ich stehe jetzt aber besser da wie das erste Mal. Aber wie gesagt, auf der Xbox war das eine Katastrophe. Bist du deppert, allein dieses Menürad. Wow. Und dann hat der Scheiß nicht geschalten, wenn du in Controller den Stick-Draht hast, was du auf die Waffen willst oder auf Medikit, dann hat das nicht geschalten. Dann bist du da gestanden und dann haben sie dich durchlöchert. Alter. Naja, wurscht. Hör mal auf zu fluchen. Ach, herrlich. Ah, schön. Ja, und so hat sich das Ganze ergeben. Jetzt sind wir wieder da, ganz zu Beginn, und versuchen spielerisch die Geschichte neu aufzudröseln. Genau, es gibt ja nämlich zig Nebenmissionen, die mit der Geschichte, mit der Hauptgeschichte in Verbindung stehen. Das ist nämlich nur das Schönere. Ich sage halt immer, das ist ich sage mal, Fallout 76 agiert nach dem gleichen Prinzip wie dieses Spiel hier, nur ist die Geschichte hier, dadurch, dass die Sprache in Schwedisch ist, anders. Ich sag's mal, das hat ein bisschen mehr Charme. Ja genau, Charme ist das richtige Wort. Z. Brief mit der Adresse des Jägers. Jemand hat in einer sehr stilvollen Handschrift Folgendes auf den Umschlag geschrieben. Kurt Algren, Björk Näs, Iberholmen auf dem Brief. Darin steht: Kurt, es geht nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus, in Stockholm zu leben, so weit weg von dir. Das war nicht das Richtige für mich, nehme ich an. Ich werde an einem der kommenden Wochenenden zu Besuch kommen. Lass uns bald wieder zusammen jagen gehen, okay? Ich glaube, ich habe mich ein wenig für die Jagd erwärmen können. Anni. Na bitte. Soll es auch geben. Ja, den Jägerbrief, den werden wir uns demnächst vornehmen. Nun heißt es: bis zur Kirche. Natürlich haben wir dort wieder das Problem mit den Hunden. Wir werden die Hunde ablenken. Genau. Wir lenken die Hunde mit der Notfallsignalfackel ab, lenken ihre Aufmerksamkeit in diese Richtung und laufen einmal schnurstracks durch die Tür der Kirche. Genau.
Das ist der Plan. Der ist so siegessicher. Wahnsinn. Wahnsinn. Das. Okay. Jetzt hast du uns einmal vor den Hunden erleichtern. Sehr brav. Oh. Ich liebe diesen Soundtrack. Lüg mich nicht an, Spiel. Ah, Gatto. Ja, alter Mann. Ah. Warum spielst du noch immer Spiele, die für dein Alter nicht mehr geeignet sind? Warte mal kurz. Da. Uah. Puh. Dieses Synthesizer herumgebrabbel da im Hintergrund, ich finde das so geil. Was? Und vor allem, was mich noch an diesem Spiel so fasziniert, dieses nicht verbrauchte Schweden-Setting. Es ist so genial gemacht. Mein gut, es hat zwar am Anfang geheißen, Copy and Paste, immer die gleichen Gebäude, nur anders hingestellt etc. Aber das hat mir eigentlich im Laufe gar nicht gestört. Das habe ich irgendwie so ein bisschen als so einen kleinen eigenen Charme empfunden. Warte mal kurz. Hinweis zum Aufenthaltsort der alten Bettern. Markus, falls du das liest. Wir haben beschlossen, nach Stenhaga zu gehen und uns dort mit den Andersons zu treffen. Hoffentlich kannst du uns dort treffen, denn wir können nicht länger warten. Ich habe die alte Bettan in der Kirche versteckt, dort wo du dich immer versteckt hast, als du jung warst. Erinnerst du dich? Sie ist geladen, also sei vorsichtig. Genauso wie ich es dir beigebracht habe, okay? Papa. Na bitte. Es ist ein fürsorglicher Papa. Genau. Papa. Feuerwiderstand. Punkrock. Geil. Anfangs werden wir alles noch mitnehmen und dann im Laufe der Zeit werden wir uns umbauen. Von der Ausrichtung. Von der Ausrichtung da. Das wird dann alles ein bisschen anders auslaufen, das wirst du dann sehen. Whiteboard-Nachricht. Die auf dem Whiteboard hinterlassene Nachricht lautet: Wir sind zum Bauernhof Stenhaga gegangen, um uns mit den Andersons zu treffen. Geh dorthin, Johnny. Ein Pfeil zeigt nach Westen. Jawohl, Baby. Siehst,
Unser Medusa gefreut sich auch. Ich suche nur gerade einen Namen für unser Medusachen. Eine Nachricht an der Tafel in der Kirche von Iberholmen beweist, dass eine Gruppe von Überlebenden dort Zuflucht gesucht hatte. Sie zog dann aber zum nahegelegenen Bauernhof Stenhager weiter und forderte Versprengte auf, ebenfalls dorthin zu kommen. Ein Pfeil an der Tafel zeigt nach Westen, also liegt der Bauernhof vermutlich in dieser Richtung. Klar, ja. Gut, das war nun die erste Episode. In der zweiten Episode werden wir uns in Richtung Bauernhof Stenhager vorprügeln und ja, mal schauen, was uns noch begegnet. In der ersten Probeaufnahme hatte ich auch ein schönes Aufeinandertreffen mit diesem Hunter da vorm Bauernhof Stenhager, das war recht witzig und hab dort auch gleich mal alles verschossen. Ah ja, da haben wir diese Waffen herinnen vom DLC, gell? Da muss ich ausprobieren, ich weiß nicht, was ich da für Waffen nehmen soll, keine Ahnung. Wurscht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Nehmen wir auch mit. Warte mal, nein, das können wir da noch nicht machen. Bauernhof Steinhager können wir das alles erst machen. Wie schaut's denn eigentlich im infizierten Intervenar aus? Fertigkeiten haben wir schon? Nö. Brauchen wir noch ein bisschen. Inventar, Log, der Bauernhof, Nebenmissionen. Die zwei Waffen werden wir dann auch noch machen, sobald wir, warte mal, wie haben wir das gedacht? Sobald wir Bauernhof Steinhager sind, werden wir diese zwei Missionen machen. Genau, so machen wir's. Also dann, ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal und heilige Scheiße, das wird lustig. Bis zum nächsten Mal. Baba.